Und willkommen hier zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Online zum 5. und so wie es aussieht vermutlich auch zum letzten Part des Online-Let's Plays. Ja, wieso letzter Part? Das liegt daran, also aus zwei Gründen. Einerseits ein bisschen die Zeit, weil gerade aktuell so viele Online-Projekte im Laufen, vor allem Super Smash Bros. Möchte ich jetzt künftig ein bisschen mehr drauf konzentrieren, nach Dragon Ball auch. Und da ist mit Naruto, nach Mario Kart und noch so weiter und so fort, ist von Naruto ja einfach eins zu viel, wo ich mich halt intensiv mit der ganzen Technik und so beschäftigen müsste, um auch künftig häufiger gewinnen zu können. So, das ist Grund Nummer 1. Und der zweite Grund, ja, der resultiert eigentlich ein bisschen daraus, einfach ein bisschen, ja, die Lust auch ein bisschen flöten geht. Weil die Lust hat ein bisschen damit zu tun, ein bisschen enttäuscht war, also Evolution, ja, ein bisschen so ist die Generation, sprich einfach das Kampfsystem ein bisschen anders. Klar, es ist ja cool und so, es 3 verschiedene Typen gibt vom Kampfsystem her. Also sprich eigentlich eher so Erwartung, Unterstützungs- und Ultimativ-Jutsu-Typ, oder? Ist ja schön und gut. Aber ich meine eigentlich eher eine Erweiterung zum Story-Modus gewünscht. Den gab es hier sehr, sehr mäßig, von dem her, ja, muss man nicht mehr dazu erwähnen. Aber Nachfolger ist ja bereits angekündigt, Storm 4. Wobei das ja dann vermutlich eher für Next-Gen-Konsolen kommt, sprich für PC, Xbox One und PS4, wie es aktuell aussieht, ob es dort bei PS4, also in meinem Fall halt. Es wird auch online-mäßig weitergehen, wir bin noch nicht so sicher, weil ich nutze momentan das Online-Angebot von PS4 noch nicht. Wegen, ja, vor allem halt aus zahlungstechnischen Gründen. Aber gut, soweit mal dazu. Und eigentlich in des Parts geht eigentlich darum, sondern er geht um das Thematik der Senjus, sprich, oder wohl eher der Gegensatz zu den Uchiha, sag's mal so. Ja, da hat unser Vater voll im Team-Move drin. Was seltsam ist, dass die Senjus trotz allem so stark sind, trotz allem irgendwie auch komplett unterschiedlich von Senju zu Senju. Und was irgendwie auch mal hieß, ich glaube, das war ein Kommentar von Tobi damals noch, dass ja Konogakure immer in der Hand der Senjus war, sprich jeder Hokage gehört irgendwie zum Senju-Clan an. Was an und für sich schon ein bisschen seltsam ist, oder? Wenn man mal so überlegt. Kampf Nummer 2. Eine coole Maske auf. Kampf Nummer 2. Minato und seine Frau, da auf man einen coolen Teammodus. Oder Teamkombi. Minato deswegen der Edo Tensei, vor allem noch hofft, dass er hier noch ein bisschen mehr was drauf hat als in der normalen. Er spielt zwar eigentlich relativ gerne. Okay, der Drehwurm drin ist neu. Er spielt als normaler Minato, finde ich ganz cool, aber er früher auch gerne gezeigt, vor allem bei Storm 3 noch. Und Minato selbst ist ja auch eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere im ganzen Naruto-Universum. So, genug davon. Wie gesagt, das Thema Senjus. Der Wurf ist ja mal scheiße von Minato, was soll denn das? Ansonsten spielen sie offenbar Schießen und Minato gleich. Ja genau, die Senjus, war also da war sowieso etwas ein Thematik. Also erstmal Senju-Clan sowieso, ist ganz klar, sprich mit Hashirama, Tobirama. Also halt der ersten 2 Hokage, aber seitdem hört man einfach von den Senjus nichts mehr. Es wird der Clan irgendwie ausgelöscht worden. Das seltsam bei der Gründung halt von Konogakure. War es noch so, dass irgendwie, ja, wie gesagt, da waren vor allem halt die Senjus und die Uchiha drin verwickelt. Und die Uchiha sind mittlerweile auch ausgerottet bis halt auf Sasuke. Vor allem seltsam daran ist, wie gesagt, die Senjus, von dem weiß man gar nicht, dass es irgendwie sprich ausgelöscht wurde und gar nicht mehr gibt. Man hört so immer wieder ein bisschen Sarutobi-Clan und dementsprechend, was halt Tobi sagt, müsste Sarutobi-Clan ja eigentlich auch irgendwie von den Senjus abstammen. Oder mit verwandt sein. Wir wissen ja, dass der Uzumaki-Clan ist ja auch entfernt verwandt mit den Senjus, wobei, wenn man so nimmt, ist der Senju auch ganz verwandt mit den Uchias, also dem her. Also die ganzen Verwandten, also die ganzen Familienmöglichkeiten. So, jetzt habe ich es raus. Endlich. Und booms, bams, bams. So, Minato. Es gibt kein cooles Kombinationssuit zwischen ihm und seiner Frau. Okay, von mir aus. Ja, die ganze Familie halt dahinter, weil die ganze familiäre Geschichte zwischen den Senjus, den Uchias, den Uzumakis, den Namikaze, wohl das also eigentlich muss er auch damit zusammenhängen, weil wie gesagt, hier sehen wir alle Kage waren irgendwie
den Senjus verbunden, da muss Minato irgendwie auch damit zu tun haben. Kushina, wenn es mit der Bratpfanne losgeht. Das Thematik Senju, ja, worauf man so spezifizieren will, ist vor allem deswegen. Ist vor allem halt der Kampf zwischen Naruto und Sasuke, oder? Oder spielt natürlich auch zwischen Hashirama und Madara. Sprich immer ein Senju, oder in diesem Fall ein Uzumaki, der sowieso von der gleichen Linie abstammt ursprünglich, und halt ein Uchiha der Gegenseite. Das Verrückte ist, beide haben zwar irgendwelche Gemeinsamkeiten, beide, sag jetzt mal, wow, also knapp. Was wollte ich gerade sagen? Wir sind gleich gewonnen. Ja, Spaß mal halt für den nächsten Kampf auf. Aber ganz ehrlich, Edo-Tensei Minato, der ist, also vor allem der Wurf, der ist mal sowas von Kacke. So ein ultimative Jutsu ist zwar cool, aber der Wurf, nee, da bevorzuge ich doch einen normalen Hokage Minato. Also dann die Senjus, Tsunade ist der Enkelin vom ersten Hokage, als auch ein Senju, das hier ist das Sanin-Trio, das geht einigermaßen auf, mit vor allem natürlich dem ultimativen Jutsu. Dann erstmal gucken, wie das so spielt. Orochimaru ist, wie gesagt, mit der Schlange ihm noch ein bisschen cool drauf. Sharingan und Rasengan, alles klar, und Tsunade natürlich vor allem mit der Power. Gut, also, ja, Senju, sprich, also Senjus, kannst du mal gags nicht. Senju und Uchiha, in diesem Fall vor allem Hashirama und Madara, beziehungsweise halt Naruto und Sasuke. Die beiden Verbindungen, die sind ja irgendwie ziemlich ähnlich, oder? Wir haben zwei Uchihas, beide natürlich im Sharingan, man Kyo Sharingan, Iton man Kyo Sharingan. Weiter darf ich noch nicht sagen wegen Spoiler-Alarm. Und dann haben wir halt auf der anderen Seite noch Naruto und Hashirama. Und da ist doch eigentlich das Seltsame daran. Hashirama war, soweit wir wissen, wieso wird er gefangen? Er hat doch geblockt, na egal. Hashirama war eigentlich von Anfang an, soweit wir wissen, talentiert. Er hieß auch immer, er war schon immer stärker als Madara. Und hat auch ihm das Holzjutsu versteckt drauf und irgendwie Senimodus auch noch, konnte beides kombinieren. Und war alleine damit schon gleich stark oder sogar stärker als Madara inklusive Kurama, also sprich im Kyuubi, hat er damals auch eingesetzt gegen Hashirama. Und Naruto, was hat der? Ich meine, klar, dann konnte das Rasengan schon ziemlich früh, okay, natürlich eine Glanzleistung, ohne Frage. Also werden wir die Kombination zuzusehen. Orochimaru mit dem Wind, okay. Sieht nice aus. Hat überlebt, dann schlecht. Dann halt Naruto, eigentlich von Anfang an total untalentiert. Also, sah zumindest aus, natürlich hatte er viel Chakra und so, aber sah eigentlich aus, als wäre er total untalentiert. Rasengan drauf gehabt, nach einer Affinität zum Wind. Und dann natürlich halt Schattendoppelgänger, aber das war es im Großen und Ganzen. Hat ein paar Varietäten drin mit dem Rasengan. Also Shuriken etc. etc. Aber sonst ist eigentlich nicht mehr viel drin, im Gegensatz zu Hashirama. Obwohl Hashirama natürlich mit seinem Holzversteck basiert ja alles auf Holz bei ihm, oder ist alles das Gleiche. Das kann man eigentlich sagen, so gesehen haben er und Naruto natürlich auch viel gemeinsam. Okay, jetzt wird Doppelgänger, ja wieso nicht, wa? Wir haben mal was Neues. Und könnt ihr mal zum Abschluss hier mal so präsentieren. Also die Charakter war eine Frage. Das gleiche nochmal. Ne, wir haben ein bisschen doof, wa? Was ganz Neues? Oder ach, was irgendwas mit den Senjus sein, das ist eigentlich Sakura. Ja, sieht zwar aus eine neue Tsunade und so, ich bezweifle, dass sie auch so stark ist wie er. Wie sie natürlich spricht, das Tsunade. Nee, stark. Was zum Henker rede ich gerade? Ja, Sakura ist wie gesagt etwas so stark wie Tsunade, zumindest sieht es momentan so aus und so, eine würdige Nachfolgerin, aber dass sie auch mit dem Senju-Clan was an sich hätte. Das ist momentan noch ein bisschen neu. Ja, wieso nicht? War Minato, nicht normale, und natürlich auch Kushina noch, und dann, was wir dabei sind, Naruto für ein geiles Kombinationsjutsu. Also halt ultimativer Jutsu-Typ. Meine Güte. Ja, wie erwähnt, aber Naruto und Hashirama. Es gibt gewisse Eigenschaften, die beide gleich haben, aber ansonsten
mein Hashirama Holzverstärker, was irgendwie sowieso das Ultimative gegen Genkai sein soll, zumindest mal die ultimative Naturverschmelzung zwei Elemente. Naruto hat bloß eine Affinität zu Wind, sag jetzt bloß, oder kann es auch geschickt einsetzen, weil man mit dem Rasengan. Dann Sasuke und Madara, glaube ich, aber getroffen. Madara, glaube ich, sowieso vor allem hat er Feuer, oder die Affinität. Ich glaube, er kann kaum irgendwie anderen Jutsu lang einsetzen sehen. Gut, natürlich Holz was anderes seit Reanimation. Und wieder erwischt. Yeah, Mann. Heißt Esmina, dann nicht schlecht. Aber sag mit Deidara. Oh, Deidara. Ja, Fernangreifer. Und Unterstützungstyp auch noch. Ist sie eigentlich eine gute Strategie, nur hast du es halt, wenn man halt, wenn der Gegner einem so zuspoilert. Zuspammt wohl eher, zuspoilert, sag ich schon. Zuspammt natürlich. Dann muss ich fast das gleiche machen mit Rasengan und so. Natürlich eine coole Kombination so zu zeigen. Dann so ein bisschen Varietät. Kann ich mir gar nicht, das Jahresende hin, oder kann ich noch aufnehmen. Variieren, sag ich es halt so. Doch Varietät, wa? Varietät? Egal. Will ich ja auch ein bisschen variieren. Den läuft es gerade ein bisschen sehr scheiße, wenn man eher sein soll. Wir haben so etwa gleich viel Energie noch und Chakra auch. Gut, ist jetzt gerade mit dem Tauschjutsu, Hilfe, muss ein bisschen besser ausweichen. Ja, wie gesagt, Thematik Senju sind wir gerade. Worauf wollte ich gerade hinaus, frage ich mich. Genau, woher eigentlich Kishimoto halt überhaupt die Idee daher nahm, Hashirama mit Naruto zu vergleichen und so weiter und so fort. Klar, man musste irgendwie einen Ansatzpunkt haben. Aber es dann trotzdem nur so umzusetzen, dass Naruto nur das Windversteck hat. Nicht irgendwie auch ein geiles Genkai, dem er halt noch Wind mit, was weiß ich, Erde kombiniert und daraus noch ein anderes Jutsu kreiert oder was weiß ich, also irgendwie sowas Cooles noch drauf hat, aber nee. Und vor allem hat was anderes Seltsames, er hat zwar auch natürlich einen Zen-Modus drauf, etwas so ähnlich wie Hashirama. Der konnte sie auch perfekt. Das ist nochmal ein cooles Rasengan. Aber andererseits, ganz ehrlich, wenn Naruto das nur so ein Wind-Jutsu hätte plus Zen-Modus, ohne Kurama, also sprich ohne Kyuubi, wäre doch niemals so stark wie Hashirama, da können wir nicht erzählen, hey. Und vor allem wäre er vermutlich nie ein würdiger Gegner für Sasuke, natürlich schon alleine durch seine Augen, das ist unfair, oder? Durch die Augen. Du musst nur starke Augen haben, schon hast du das Usano, du hast Atamerasu, genau, also sprich die schwarzen Flammen. Das ist einfach so krasse Jutsus noch drauf und der andere ohne halt diese besonderen Augen, der war da der, im Fall von dem Senju-Clan halt, relativ viel und starke Chakra, wa? Das ist natürlich dann die andere Seite. Da fragen sich halt auch, was wäre mal lieber Senju, lieber Uchiha, und ich sehe gerade, verlieren, wie es aussieht. Nach 8 Sekunden muss ich ein bisschen beeilen. Hier! Hält sich wenig ab, wie kann denn das sein? Also hat es gerade so geskillt oder ist es einfach ein Verteidigungseinsatz? Und wumms, weg ist er. Nö, nicht. Es sieht zwar, also bei mir sieht es orange aus, bei ihm rot. Trotzdem habe ich verloren, oder wie? Ja, ich habe verloren. Gibt's nicht, hey. Ich habe doch eigentlich noch einen orangen Balken, was eigentlich logisch ist, oder? Der farblichen Abstufung her, grün, super, orange, ein bisschen angeschlagen, rot, krepier fast ab. Und trotzdem habe ich verloren. Nun gut. Das Hokage-Team, sprich die Senjus, war also wie gesagt Tobirama und Hashirama sowieso. Sprich der zweite und der erste und der dritte. Der Sarutobi-Clan soll irgendwie auch davon abstammen und crazyerweise hat Hiruzen Sarutobi wirklich alle 5 Naturelemente drauf. Aber Hashirama, soweit wir wissen, ja eigentlich nur, das heißt nur, eigentlich halt vor allem das Holzversteck einsetzt, aber jetzt wirklich auch Erd- und Wasserjutsus drauf hat, wissen wir jetzt zwar nicht, er kann sich, weil er wie gesagt das Kombinationsjutsu drauf hat. Beispiel das Mokuto, wo er auch Suito und Doto einsetzen kann, ist dann, oder auch einsetzen, nur die andere Frage.
ist was anderes. Auch hier ist irgendwie Senju-Clan Affinität zu Wasser, weil Tobirama hat halt vom Haus aus eine Affinität zu Wasser. Und Tashirama, Mokuto sind ja Kombination aus Erde und Wasser. Das müsste Senju-Clan vor allem halt für Wasser noch da sein, oder stehen zumindest. Ach Leute, verrückt diese ganzen Parallelen zu ziehen. Ich glaube, teilweise kannst du gar keine ziehen, weil natürlich so Kishimoto hat selber schon zugegeben, dass er teilweise keine Ahnung mehr hat, was er eigentlich noch machen soll und mir das Ganze noch irgendwie klug einfällen soll. Es gab ja auch schon mal eine Stimme von ihm, ob das wirklich stimmt, weiß ich jetzt nicht. Ein Gerücht, dass er selbst gar nicht wusste, wie er überhaupt Madara am Schluss noch loswerden sollte, am Schluss des Mangas, Animes halt. Und sich dann halt irgendwas überlegen musste und das kam bei vielen Fans jetzt so gut an. Naja. Das ist ein bisschen schwierig, weil du überlegst, du machst einen coolen Anfang. Du hast am Anfang noch 2, 3 Stichpunkte und danach musst du das Ganze noch kombinieren oder abschließen, dann fällt nichts mehr ein, wenn du irgendwie halt nach und nach das Ganze machst und denkst dir, oh verdammt, jetzt bringst du vergangene Ereignisse wieder rein, du musst das Ganze noch klug reinbringen, du musst natürlich alle wieder stärker machen und so. Und am Schluss ist alles überpowered bei Dragon Ball. Und das war's hier mit dem Team, ich sag einfach mal Kage oder Hokage, wer auch immer. Ja, Leute, das war das Thema zu Senju Uchiha, die ganzen Parallelen dazu, was man momentan erzählen kann, ohne allzu großen Spoiler. Vielen Dank jetzt wie gesagt fürs Zuschauen des Let's Plays. Es war momentan der letzte Part zu Storm Evolution. Natürlich kann trotzdem ein bisschen schreien und so, wenn ihr gegen mich fighten wollt, kein Problem. Aber ich werde dann vor allem künftig Super Smash, Dragon Ball und natürlich auch noch ein bisschen Karten zumindest mal aufnehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Naruto-Spiel, war der nächste Part, wer auch immer, was auch immer Folge mag. Bis dahin, tschüss!